Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft schon ein Horrorfilm für euch dabei, den sich vom Trash so löst zum Klassiker mausert. Terrifier 3 lebt aktuell am Kino und wenn mir das Horrorspektakel da gefallen hat, da erzähle ich an dieser Episode. Schon mal große Merci Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Der kann 2 Ticket von der Kino gewonnen bleibt einfach nicht drin, für herauszufinden, wie das da soll gehen. Terrifier 3, erste Film, den lo haut zu beschwätzen gilt an, die haben so ein Terrifier wird angefangen als so ein Trash. So ein Trashfest, ne? Das ist den Regisseur Damien Leone, den am Film hauptsächlich eben für Special Effects an so Prothesen, an Kunstblut so geschafft hat. Und das hat in dem Film richtig gemerkt, ne? Das war dann sein Erstlingswerk und es merkt die richtig als Wertfänger Spacht aus der Filmbranche, den man dann eben auch kennt. Und das war auch der Fokus vom Film. Also die Story war halt, ja, okay. Die Schauspieler waren auch nicht wirklich gut, aber die Special Effects von den Splatter-Szenen, die waren krass, richtig krass, also wirklich Ekelfaktor krass, so wirklich ein Film, wo gesagt wird, Leute laufen aus dem Kino und Leute können das nicht mal gucken und das ist ein von den ersten Karrieren, wo ich so, ja, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich der Fall war. Ich habe Terrifier 1 und Terrifier 2 gesehen, schon alle bei daheim gesehen, schon alle bei nicht am Kino gesehen. Hallo, Terrifier 3 habe ich mir dann als erste Karriere mal am Kino geguckt. Ich habe mich natürlich schon direkt gefragt, okay, ich verstehe, für was Terrifier 3 einen dritten Deal kriegt. Ne? Also, es tut Success, es kostet nicht ganz viel und die Leute tun eben Spaß da. Und ne? Das ist halt einfach ein Spektakel. Aber der Film bietet aber nicht wirklich mehr Wert, wie was den dritten Teil soll gehen von der Geschichte. Und das zieht sich durch die ganze Trilogie aktuell wie so rote Faden. Es möchte nicht wirklich Sinn, für was die Filme weitergefordert gehen von der Story her. Das ist immer mehr Mittel zum Zweck. Aber die Geschichte ist auch relativ egal, weil es geht auch am dritten Teil einfach nicht mehr die Splatter-Momente. Und das, was der Film eben will machen, möchte gut. Die ganzen Splatter-Szenen sind einfach krass, sind krass mit uns zu gucken, machen in gewisser Weise auch, wenn ihr nicht so kann, Spaß. Und das ist wirklich etwas, du steht dem Film, der Film steht erkennen etwas noch. Also du gibt es keine Konkurrenz, die das irgendwie hinkriegt, so ob ein brachial ekelhaft erderweis die Szenen durchzustellen. An den Arte Clown, den das verkörpert, ist halt einfach als Antagonist schon ziemlich ikonisch. Den ganze Stil, wie gemacht ist, also los schon ziemlich ikonisch gehen und wird wahrscheinlich größt Franchise nach Matt springen, der ganz wird nach lang 4 Uhr. Aber wenn man mal objektiv, mir schwätze ganz objektiv über den Film, was für Qualität den Film mitbringt. Und das ist leider aufgesehen von dem Splatter-Spektakel nicht ganz viel. Leider die ganz schwächsten Date 4-Gänger bislo hatten, zieht den dritten Teil weiter matt. Den zweiten Teil war schon über 2 Stunden an, wohin sich gefragt hat, wieso ist der Film so lang, weil die Story ist halt einfach nicht gut. So ist nicht notwendig, so lang zu sehen. Es langt einfach nicht mehr von den guten Szenen und da gibt mir gute Szenen auf, das alles mal einen Trash-Faktor zu gucken. Ne? Das schmengen du immer so eins. Und wenn die Story wirkt extrem konstruiert. Und auch die Schauspieler gehen irgendwie mit der Zeit nicht wirklich besser. Den einen oder den anderen geht ein Tick besser, aber für allem den Jonathan, der vom Elliot Fullman gespielt wird, ja, dann Elliot Fullman, der kann nicht spielen. Das ist wirklich das Grauen von Madun zu gucken. Der Junge kann nicht spielen. Gut, gehört irgendwie zum Plot, aber ich meine, ich hatte ihn ausgetauscht, weil der Film kriegt ja wohl bestimmt mittlerweile mehr Budget, wie ihn da am Anfang hat. Schauspielerisch muss ihn über manches Wäsch gesehen und es hangelt den sich eben von Splatter-Szene zu Splatter-Szene. Ich fand das bei einem Terrifier auch nicht schlimm. Ich fand das als alles eben an dem gewissen Trash-Faktor zu gucken. Und da sind die ganzen Kritikpunkte, die fallen nicht so krass an gewicht. Obwohl ich muss sagen, dass sich die ganzen Blätter-Szenen auch am dritten Teil so losnutzt, sie steht ein bisschen auf. Da sind zwar immer genug Kreativmomente dran, wo ihr seht, krass, ob was für Ideen nachher da immer kommen, aber trotzdem, Gewalt ist irgendwann auch auserzählt. Trotzdem, ja, heute Film 2 Stunden, die einfach zu lang sind, die Schauspieler nicht gut sind. Product Value vom Film geht aber immer mehr. Special Effects sehen immer besser aus. Der ganze Film
Look an die ganze Inszenierung geht immer besser. Das muss ihn einfach mal zu gut halten. Damien Leone mischt sich zu einem kleinen Geheimtipp, wenn ihr so will, an seinem Trash-Faktor. Das muss ihn einfach mal so sagen, denn so Regisseure wie Sam Raimi haben auch dem uns mit Evil Dead nicht viel Ernstes ungefähr. Das ist alles auch nicht gut gealtert, das war auch alles nicht gut gespielt, als trotzdem zum Kult gehen. Und Terrifier kennt wahrscheinlich ein ähnliches Stempel irgendwann in Zukunft kriegen. Und vielleicht wies den Damien Leone dann aus einem Trash-Film-Genre dann zu mehr ruhen, wo ja halt das, was dann eben mit den 3Dler Dolo leiert, immer besser geht. Eng Steigerung aus zu gesehen, die Sachen, die nicht verbessert gehen, sind eben ja die Cast, den sie los überhalen haben, weil es eben die Schauspieler sind, die am Anfang dabei waren, und weil sie wahrscheinlich nicht tauschen wollten. Aber Drehbuch muss geschafft gehen. Und dem Drehbuch muss einfach geschafft gehen, weil das ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Außerdem hält Plotwendungen an, wo ich nicht ganz mit verstanden sind, die ich ein bisschen lazy fand. Und ja, du weißt, ich schmeckere über den Film, den sich selber nicht extrem echt hält. Trotzdem sind aber Punkte, fand ich, die genannt müssen gehen. Wenn die aber richtig Bock auf einen richtig krassen Splatterfilm hat, dann ist Terrifier einfach so das krass, was aktuell am Kino liegt. Aber wenn der aber die 2 Tickets von der Kinowelt gewonnen, dann muss er mir aber erzählen, was ein Lieblings-Splatterfilm ist, den er bis so gesehen hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare an, mit ein bisschen Chance, sieht der vielleicht den Gewinner von 2 Tickets von der Kino können. Gut. So, und ich denke, dazu ist von Terrifier auch eigentlich genug gesagt. Wenn der Spaß am Kino will, tun man einen Splatterfilm, Spaß wäre da definitiv und ein Horror, etwas mehr Brutales, wäre da wahrscheinlich aktuell nicht am Kino fanden oder auch überhaupt so hinter langem, wer den nicht so Brutales am Kino fanden. Und dann erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat. Und dann verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Terrifier 3. Alle, ciao!